Hallöchi! Ich bin ja so happy, weil wir sind ja jetzt in Corfu auf Urlaub und ich bin so gut drauf. Ich kann das nicht! Ich bin ein Wiener und keine übertragte YouTube-Schminkdussi. Bah, dann werden wir halt nicht mit unserem YouTube-Kanal reich und berühmt. Und Schminktipps gebe ich schon gar keine. Wir sind einfach keine It-Girls. Wir sind zwei Wiener auf Reisen. Grüß euch. Also der Titel der heutigen Sendung heißt Grün auf Corfu. Nicht grün, grün auf Corfu. Grillen. Also nicht grillen, sondern grillen. Und trat's diese unnötige Musik ab. Man versteht ja kein Wort von mir. Also nicht das amerikanische Barbecue, das Grün, sondern die Grünen, die Viecherl. Weil die hört man auf der ganzen Info. Immer und überall, das ist ein Wahnsinn. Naja, ganz so stimmt's auch nicht. Einen Platz gibt's, wo man es nicht hört. Aber auch wurscht. Als nächstes erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über die Insel, was Wissenswertes. Ja, ich weiß, früher haben wir das unten eingeblendet oder auf der Seite eingeblendet, aber die Leute wollen heutzutage nichts mehr lesen, deswegen muss ich euch das alles erzählen. Sonst wisst ihr ja nichts. Ja, wurscht. Corfu. Die Insel ist mit 585.312 Quadratmeter die zweitgrößte der ionischen Inseln auf der Welt. Also in Ionien die zweitgrößte Insel. Sie liegt so in der Mitte zwischen die Italiener und die Albaner und für eine griechische Insel ist sie ziemlich leer. Nicht leer, sondern leer. Grün, grün. Sehr grüne Insel. Und Einwohner hat es auch, so knapp über 100.000. Außer im Sommer, da kommen dann 5 Millionen Touristen. Das ist doch wurscht, ich habe jetzt genug belabert. Ich würde sagen, schaut sich das einmal an, was man sich dort anschauen kann. Schaut's einmal. Wir waren da in Agios, Georgia stationiert. Und das da ist unser Hotel, das Blue Diamond. Ja, war ja recht nett. Kilometerlange Sandstrände. Sand, 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 wohin man schaut. Und ein Kopf zwischendurch. Und irrsinnig viel Leid gibt's dort. Leid, wohin man schaut. Das Einzige, was da hilft, ist wegfahren. Ich mein, Ausflüge machen. Zum Beispiel zur Hauptstadt von Corfu, Kerkira. Die Insel war ja über 400 Jahre in venezianischer Hand. Und deswegen braucht man sich ja nicht wundern, wenn man beim Herumflanieren sich ein bisschen an Venedig erinnert fühlt.
Schön ist dort schon. Ja, und deshalb sind dort auch genug Leute. Aber denen Madeln ist ja das wurscht. Hauptsache man kann shoppen gehen. Ja, und so manche Musiker erhoffen sich halt ein bisschen ein Gerstl von den Touristen. Egal ob jetzt mit traditioneller Musik oder mit moderne Hodern. Ja, hätte man das auch erledigt. Das ist die Straßen vom Liston. Wie sie es damals gebaut haben im 19. Jahrhundert, da haben nur die König und ihre Leilen herumhatschen dürfen. Jetzt schreitet die Königin meines Herzens auf diese Straßen herum. Sehenswürdigkeiten gibt's ja genug. Wie zum Beispiel die alte Festung da drüben. Uns ist aber der Eintrittsteuer gewesen. 6 Euro pro Person. Denen haben sie ins Hirn Also das war uns ein bisschen zu viel und deshalb haben wir uns nur die neue Festung angeschaut. Man muss aber rechtzeitig kommen. Na also, geht ja. Wir zwei sind da jetzt bei der neuen Festung. Hat man einen grandiosen Blick, der ist echt wild, über die Altstadt von Corfu Town. Und den Hafen sieht man auch wunderschön. Also mich wundert es wirklich, dass da freier Eintritt ist und ich bin echt froh, dass wir nochmal daherkommen sind, oder? Absolut, bin total froh. War meine Idee, glaube ich. Guten Morgen. Also, Entschuldigung, ich muss jetzt ganz leise sein. Bei den Nachbarn, die schlafen alle noch. Wir fahren da jetzt nämlich in das sogenannte Sissi-Schloss, ins Achilleon. Und das soll so wunderschön sein und die Alice freut sich schon total, dass wir dorthin fahren. Und wir müssen das aber zeitig in der Früh machen,
Aber später sind die Menschenmassen unterwegs und das will mir ehrlich gesagt nicht geben. Ich hoffe, ihr seid voll live dabei und habt auch viel Spaß, so wie wir, hoffentlich. Also ich bin froh, dass wir da sind und dass wir so früh da sind, weil ich glaube, in 10 Minuten wird da alles voll sein und dann ist der Eindruck, der dieses Schloss, dieser Palast, dieser Tempel uns da jetzt gibt, wäre dann weg. Was glaubt, wie viel Kilo die Großstatue hat? Keine Ahnung. 4,5 Tonnen. Boah. Die haben sie in Einzelteilen auf dem Schiff hergebracht, weil sonst wäre das nicht gegangen. Schaut gar nicht so aus, so schlank wie der ausschaut. Ha? Ja, ja, ab 9 gingen seine und wir ausse. Mein persönlicher Tipp für Frischverliebte ist der Kanal der Liebe. Es heißt, wenn man mit seinem Liebsten durch den Kanal schwimmt, wird die Liebe ewig bestehen und man wird sie nie trennen. Ich glaube zwar nicht, dass das bei uns notwendig gewesen war, aber sicher ist sicher. Ja, Wasser haben wir genug geschluckt. Ja, nachdem wir das erledigt gehabt haben, haben wir was ganz Leibendes gemacht. Von den Felsen runterhupfen. Das macht ja noch viel mehr Spaß als das Schwimmen.
auftaucht, aus den Tiefen des Meeres, dann sieht man so eine tolle Meerjungfrau. Das ist halt der Kanal der Liebe. Der Pater Daniel. Seit 2003 lebt er alleinig mit seinen 5 Viecherl im Kloster Myrtiotissa. Damals war das Kloster die reinste Bruchbude, aber jetzt ist es durch die Bemühungen vom Pater das reinste Schmuckstickel geworden. Secret Paradise Beach. Ja, das klingt wirklich paradiesisch. Ja, und der Strand ist auch wirklich wunderbar, wenn man nicht so lang dort hinhatschen müssen. Bei 737 Grad im Schatten sind wir über 3/4 Stunde dort hingerannt. Obwohl es in der Beschreibung heißt, naja, gute halbe Stunde. Naja, was eine gute halbe Stunde ist, das haben wir dann sehen müssen und wissen müssen. Bah! Und nach so einem Gewaltmarsch ist es wirklich paradiesisch ins Meer zum Hupfen. Aber auch nur dann, wenn man das kühle Nass lebend erreicht. Aber manchmal, da gibt's noch Zeichen und Wunder. Und wo, war nicht am Strand vom Paradies?
Zum Tauchen und zum Schnorcheln gibt es im Mittelmeer sicher lohnendere Gebiete. Aber schlecht ist in dem Sinn auch nicht. Die Unterwasserlandschaften sind schon leiwand. Ja, und ein paar Fisch sieht man auch. Ja, und ein ganz besonderes Schmankerl ist natürlich ein Bootstrip nach Paxos und Antipaxos. Das sind zwei Inseln, die vor Korfu liegen und die wirklich wunderschön und pipifein sind. So einen Ausflug kann man eigentlich in jedem Reisebüro dort buchen auf der Insel. Dementsprechend viele Leute sind auch immer unterwegs, aber es zahlt sich wirklich aus. Man sieht auf Paxos zwei wunderschöne Dörfer, dann die blauen Grotten und auf Antipaxos, da darf man ein bisschen ins Wasser hupfen und schnorcheln und ein bisschen herumschwimmen im türkisblauen Meer. Gebt's euch das! Grüß euch, wir sind jetzt gerade auf der wunderschönen Insel Paxos angekommen. Ich brauche nicht viel erzählen, schaut einfach selber.
Der Kaisersthron ist ja ein überwältigendes Platzerl, wo man Aussicht zum Niederknien hat. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Hat das ja auch schon gewusst und hat sich während seiner Korfu-Aufenthalte täglich dort die schönsten Sonnenuntergänge gegeben. Wir waren ja leider nur tagsüber dort, aber dafür waren wir alleinig und haben ungestört die grandiose Aussicht genossen. Aber auf schöne Sonnenuntergänge haben wir trotzdem nicht verzichtet. Ja, und einmal haben wir sogar einen blutroten Mond gesehen. Das war ja Hammer. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja wieder bei der nächsten Folge von Zwei Wiener auf Reisen.